Jodeln. Nein. Ich liebe Jodeln. Ja. Ja. Aber was ist denn mit Salsa zum Beispiel? Oh nein. Das Geschenk ist für Sie. Machen Sie es auf. Jo, schwer. Ui. Also, nein. Oh. Ich will, dass Sie das jetzt anlegen. Ja. Und nachher gibt es noch mehr Überraschungen. Ach, ja, ist gut? Okay. Also. Was hat der Jodlerclub Sentis Gruß mit der 64-jährigen Kosmetikerin Rosa Jäger gemeinsam? Im Moment noch nichts, aber das wird sich bald ändern. Also meine Nägel machen im Moment auch nicht gerade Fallen. Ich glaube, es ist höchste Zeit für eine Maniküre. Bei der Rosa. Eigentlich erwartet Rosa ja einen Stammkund, den Herr Bossart. Hallo? Grüezi, Rosa. Grüezi, Herr Bossart. Ich bin der Thomas Bossart. Ah ja. Ja. Nein, ich bin nicht der Thomas Bossart. Ich bin jetzt hier statt ihm, weil ich eine Maniküre habe. Ist das gut? Sagen Sie mir. Ist ein bisschen... Ja. Ja, Sie müssen noch ein bisschen Creme drauf tun. Ja, können Sie mir das machen? Selbstverständlich. Also, ja. gerne. Wer hat Sie Ihnen hier geschickt? Das sage ich Ihnen nicht, aber Ach ich so. möchte etwas über Sie wissen. Sie sind ja nicht ursprünglich Schweizerin, oder? Aber ich liebe Ihr Land. Ich liebe Schweiz. Weil die Schweiz hat sie mir mit so einer Hand begrüßt. Ja, genau. Und Ich vermissen Sie... liebe den Folklore von der Ja. Schweiz. Jodeln. Nein. Ich liebe Jodeln. Ja. Ja. Aber was ist denn mit Salsa zum Beispiel? Was gefällt Ihnen denn an unserer Mentalität? Weil die sind korrekt. Aha. Korrekte, gute Gesetze. Aber sie sind doch eher ein bisschen reserviert, ein bisschen... Ja, das ist besser so. Darum haben wir das. Darum haben wir so schön in der Das Schweiz. Temperament von Südamerika. Ach, was ist Fällt das Ihnen das nicht? Was ist das Temperament? Was heißt Temperament? Einer, der Ja, quackelt das- und so singt, das ist nichts. Aber Das haben die vielleicht nichts oben. Lebensfreude oder so. Lebensfreude ist ganz anderes. Also ich habe Ihnen ein Geschenk mitgebracht. Ich bin, wie gesagt, nicht der Thomas Bossert. Ich bin der Röbi Kohler vom Schweizer Fernsehen. Oh la la. Schauen Sie mal. Ich zeige Ihnen etwas. Oh nein. Das Geschenk ist für Sie. Machen Sie es auf. Jo, schwer. Ui. Also, nein. Oh. Ich will, dass Sie Ich das leg- jetzt anlegen. Ja. Und nachher gibt es noch mehr Überraschungen. Ja, ist gut? Okay. Also. Dürfen Und Sie es- sich zurückziehen und Ja. das anlegen und nachher Okay. schauen wir weiter. Okay. Ist gut? Ja, okay. Die Rosa ist 1972 als junge Peruanerin in die Schweiz gekommen und hat sich da sofort wohlgefühlt. Seither ist sie begeistert vom Schweizer Brauchtum, vor allem von den Ländlern und vom Jodeln. Bei ihrem Sohn Stefan hält sich die Begeisterung allerdings in Grenzen. Meine Mutter hört vorwiegend Ländler, ganz zu meinem Leidwesen, weil ich höre tendenziell eher Hip-Hop. Und mit Ländler kann man mich wirklich jagen. Meistens lässt Rosa ihre Ländler sowieso allein. Ihre Tochter Christina ist Schauspielerin und lebt mit ihrer Familie in London. Der Stefan ist Tiefbauzeichner und arbeitet viel. Und ihr Mann, der Hans, verreist immer wieder geschäftlich ins Ausland. Ich bin viel unterwegs. Wir sehen uns nicht so oft. Und ich auf dem Weg der Rosa danken für das, was sie alles macht für uns. Ihr einen innigen Wunsch erfüllen. Einmal zu jodeln. Und wo macht man das am besten? Natürlich in den Bergen. Ein altes Postauto bringt uns zu einer Jodel-Hochburg, Alt St. Johann im Toggenburg. Kaum sind wir abgefahren, ist die Rosa nicht mehr zu bremsen und ich erlebe die lustigste Postautofahrt von meinem Leben. Meine Mutter ist eine Peruanerin. Ja, aber er ist in die Schweiz gekommen. Nach dieser unterhaltsamen Fahrt kommen wir im ehemaligen Kloster von Alt St. Johann an.
Wie schön, wie aufregend ist das? Willkommen in Alt St. Johann. Du kannst gerade mit mir kommen. Da innen wartet eine weitere Überraschung auf dich. Nein, jetzt nicht mehr. Jetzt keine Überraschung, ich will jetzt etwas essen. So. Ich will einfach hören. Was irgendwo sollte etwas sein? Ich weiss nicht. Die Männer vom Jodlerclub Sentis Gruß sind extra für die Rosa zusammengekommen. Extra für dich, Rosa. Danke. Ich habe es gar nicht realisiert. Nichts. Nein, das habe ich gar nicht realisiert. Da bin ich einfach sehr überrascht. Ich weiss von dir, dass du ja sehr gerne mal lernen jodeln. Er würde dir das beibringen. Nein. Danke vielmals. Wie schön. Dann gehen wir gerade probieren. Ja. Und für die nächsten paar Stunden übergebe ich die Rosa in die Obhut von Hans-Jakob Scherrer. Probieren mal mehr Melodie nachzusingen. Ja. Schön, ich darf singen. Und da haben wir gesungen, das ist einfach mir rausgelungen. So schön, ich bin nicht so nervös. Ich habe mich nur an dieser Jodel konzentriert im Moment. Und jetzt ist der grosse Moment gekommen. Die Rosa darf ihr Können einem fachkundigen Alt-St. Johanner Publikum vorführen. Aufmerksam zuhören tun auch ihr Mann, der Hans, und ihr Sohn, der Stefan. Und was sie nicht weiss, ihre ganze Familie wird den Auftritt mitverfolgen. Doch die Christina ist nämlich extra aus London angereist. Jodlerclub Sentis Gruß. Das war sicher auch für deinen Mann, der Hans, und für deinen Sohn, den Stefan. Ja, ist das die ganze Familie? Nur ein Doktor. Die Doktor ist in England. Wie heisst sie? Christina. Christina? Ja. Gibt es eigentlich so etwas wie einen Lockruf, wenn man jemanden herlocken will? Ja, unser Bauern rufen einmal den Kühen so. Ja, wie? Das ist, aber heute hast du doch einmal so gejuchset, als wir gekommen sind. Hast du doch gemacht? Du hast noch. Mach's mal vor, mach's richtig vor. Ich meine, gehört das deine Tochter in England? Ja, also, ganz laut, dass sie es gehört. Christina hat es gehört, da ist sie.